Hey, buenas tardes. Van jou en sehr schöne Tag. Wir sind gerade dankbar dafür. Regen von dir mal nicht. Und ich weiß, viele stehen viel sehr Regen wieder am Süden an. Und ich wünsche die kriegen dort. Immerhin, ich habe hier ein bisschen Schottendachgebiet, das ist eigentlich kann. Und hier haben wir uns ausgekludert. Ich kann nicht fein euer Dach stehen. Das ist so eine Bargeschiene oder was sind sie dort? Anyway, nu zijn we mooi en schweitig. Nu willen we bijna gewoon een beetje wat eten merken. En van daar willen we merken dat eerst een Gereins-pizza. Du hast kein Fleisch boven. Das ist ganz was anderes. Für viele Menschen wird es vielleicht was Fremdes sein. Aber ich will sagen, das schmeckt sehr schön. So, nu, die erste Woche gewoon den Pizza-Deeg merken en baken. Wat je dort wiesen. En dan wollen wir das Gereins alle fein schneiden und dort und hier auch alle ab. Wat je wiesen. Ich hoffe, je interessiert dort. Weet je waar je nog moet wat in de kwak brengen, was er dan wat naar een potluck. Want mensen zullen alle wat meer brengen zum eten. Wij ze een stad worden meer brengen, ik leer dat wordt zeer goed even doen. Ik heb twee zusteren, die kan zeer schön het eten merken. En een van die zusteren, die brengt fertig zo'n pizza de stad. Den kan we te vastbaar. Ik had ihn sogar te frühstück, te middag, Eisentijd. Schmeckt sehr schön. Oder nehmt ihr den mit für ein Picknick, weil ihr von Ortsflug fahren oder irgendwo wollen für ein Eten. Dort ist eine Color Pizza, aber das schmeckt sehr schön, besonders weil es zu fassbar. Oder eins, die brauchen das für Appetizers, weil es zum bisschen Tufel in euer Multi kommt. So. Schmeckt sehr schön. So. Wie wollen das merken gehen? Für den Dich, wo ich wissen, was wir machen tun. Hier haben wir 2,5 Köffel Mehl, 2,5 cups flour. Hier haben wir 2 Drittel Köffel Butter, 2/3 of a cup of butter. Hier haben wir Salt, 2 Teelöffel Salt, 2 teaspoons salt. Und hier haben wir Backpulver, 1 Esslöffel Backpulver, 1 tablespoon baking powder. Und hier habe ich Milch, so viel Stoff braucht, bloß dort einen feinen, dicken Deeg haben. Use milk as needed, just to make a nice stiff dough. Okay, en dan wat we doen is dat we dat 3 is topperen en 35 onderrieren. En nu willen we den deeg maken. Nächste wat we dan doen is, dan nemen we de butter en dan snijden we die de mank. Ik had die vlees zo dan kleine bitjes snijden over. Waar dat hier bloos, kijk dat hier waar dat rommelen dat buiten over zeer regen. Dat is klok 30 morgens van zin tot zondag. Regen buiten zeer. But anyway. Wir tun hier nu dat Butter en fine bittertjes kneden. En dan met dat meel tegenonder. En dan willen we dat durchkneden. Ik wil dat wezen. Butter die spits in de gravel zit. You work the butter into the flour till you see a texture like gravel like. En dan vang je aan den deeg aan te dieren. Een klein beetje malt op eenmaal. Dat braucht wel zeer veel. Die willen een beetje zeer fijn dikke deeg aan. Ik wil dat wezen. Ik laat wat zeer fijn uitkomen. Dat die niet lang den deeg durchkneden. Nu worden hier nog een klein beetje durchkneden, niet te lang, want die butter die wil niet aan, die zal versmelten. Nu wollen we ons den smaak uitrollen, dat geeft een ploot van ja. Nu wil ik dat wezen, waar we hier hebben we den smaak uitgerold, waar we den eenmaal oprollen, dat we er een beetje wat met afhangen kunnen. Ja, zo staat. Die kabel gleich wieder ein, muss je mit abpassen. Immerhin, dann schneid je de kanten dort lekker weg. En dan met een rol halt, dat is het dan jet. Die uitrol, dat de klak zo groot is als die ploot. En dan willen we den baken. At 450 graden Fahrenheit. Van stuk 13, 15 minuten, dan wil je een oven schaffen dat. En dan wil je den lood afkijlen. And then we den pizza maken. So we're gonna bake this at 450 degrees between 13, 15, 18 minutes till it's nice and brown. Ja, dan nog een beetje voor jou, den beetje smaak maken. Ja, nu is de ruit om aan de baken aan. En daar willen we den baken. Ja, dan verpjukst we den nog een beetje met de gaffel. Er hat niet wat blozen geven. En dan hebben we een beetje gehouden, merken we een snetje van. Wat lui je van dort? Maar nog een beetje snetje zijn, dat is een beetje snetje deeg. Oké, dit deeg werden we hier nu 450 graden Fahrenheit
Van stuk 13, 14 oder 15 Minuten, but the smack bruin is. Bake it for 13 to 15 minutes or till it's nice and brown at 450 degrees Fahrenheit. Okay, nu kijk hem al. Dit heeft hier about 16 or 18 minuten geduurd. Jede oven is different. 16 to 18 minutes, nu kijk hem al. Wow! Dat is er nu al die loten gans aufteilen. En wat je wij gaan dich even je houden van this pizza dich. Da merkt je Schnettje. Wir haben hier runde Schnettje gemerkt. Ich habe die eten mit Suppe oder ist was. Mit schmeckt sehr schön. Hier habe ich ein Bild, das ich sagen kann, was wir für Grenzbrocken. Okay, da will ich mal wissen, was wir hier von dir haben für uns Pizza. Grenzpizza. Hier haben wir 2 Dosjes so ein Cream Cheese, Käse Crema. Schmondkäse, dat kan je een stuk kijken, gewöhnlich doen, wo sie das bei der Butter haben, oder dort kan je das fangen im Stuhl. 2 blocks of cream cheese. Hier haben wir Mayonnaise, 3/4 Köffel, 3/4 Cup. Hier haben wir Chesnickpulver, 2 Teelöffel, 2 Teaspoon Garlic Powder. Und hier haben wir 2 Teelöffel Seppelpulver, 2 Teaspoon Onion Powder. Und hier haben wir Dill, wo wir das fein schneiden, wo wir 2 Etelöffel Dill machen. 2 Teaspoons of minced dill, fresh dill. Und hier haben wir 2 Peperschoten, Chili Marron, einen roten und gelben. Ich habe auch fein schneiden, wenn wir wollen. Und hier haben wir ein Jalapeno. Hier haben wir 4 Jalmeeren. Und hier haben wir Käse, bunter Käse. Wo wir den fein schneiden, wo wir den noch machen. Das soll so ein Käse sein. Cheddar Cheese oder so ein bunter Käse. Hier haben wir Blumenkohl. Und hier haben wir Brokkoli. Nu wollen wir das alle fein schneiden. Und dann wollen wir wissen, wo wir das tot mixen tun. Hier habe ich das abgeschrieben, zum am Pizza abschmieren. Here's the ingredients for the pizza spread. Okay. Wir sind Menschen, die nicht so ein Ding gestet haben. Dann die Jalmeeren alles hier bloß mit der Etschankerief. Du kriegst es dort. Weil wir wie sie uns stet haben, wollen wir mal wiesen. Check them mal. Da war das Greins rein alles dort verschnitten. Sieh, das gab ein bisschen eine strome Lenkelgebiet, aber was immer je haben, um das Vieh merken, check them mal. Die wollen sein. Na, gut, das hier schon bedrückt nehmen, das Schaf, wir wollen das, da. Check them mal. Okay, dann erst das nu rein zum dort Stoff erinnern, was wir auf den Pizza abschmieren wollen. Hier haben wir die 2 Dosjes met zo'n cream cheese. Op Spanisch nennt sich das Käse Crema, oder auf Deutsch würde dann vielleicht Käseschmond sein. Dort kann je am Stuhl kijken, zoals ik al zei. Doen we de butter haben und die Glams und dort alle. Dann doen we noch die Mayonnaise da machen. Top hier, und beides top gaffen, sehr feiner Geschmack. Und das Beste ist, wenn die Cream Cheese fein weg ist, nicht kalt in der Fridge. Und dann rühren wir das alle durch, das Chesnickpulver und das Seppelpulver und das Dill alle durchrühren. Wo das fein durchgerührt ist, und dann werden wir das Pizza abschmieren. Und weil ihr das verlangt, das Rezept nicht, ich tue noch ein bisschen Pepper machen, Pepper to taste, optional. Dann hier halt noch mit so einer Pepper-Schoten, weil ihr was so am Pizza abtun. Pepper flakes for anybody who likes it. It's optional. Da macht ihr doch ein kleines bisschen sein, nicht? Du heim und ein bisschen da machen. Da braucht ihr nicht, aber ich glaube, dass wenn es noch ein bisschen schmecken ist, wenn er sich was am Müll stoppen wird. So, da. Na, setzen wir. Ans Pizzadeig erst die Fan aufgekühlt. Und nu werden wir das Schmondkäse hier schmatten abschmieren. Das ist von euch vielleicht 3/8 Zoll oder am meisten halb Zoll dick. Die kann je dan doen als die wollen. 4 Zoll oder so. Wo dat alle Schmack beschmiert und da sind wir reut und das grenzt dann ab. Oh.
fängt ihm einfach an zu hungern. Na, sitz mal, nu haben den Geschmack beschwert. Hier haben das Greins, nu werden die noch fangen, an zu fliehen. Ja, nu haben wir das Greins aufgefangen. Das erste, was ich dann ab war, ist das Blumenkohl. Das nennt sich Cauliflower. Ich habe das sehr fein geschnitten. Wo wir dort alle den Geschmack über rein abfliehen. Und was ich kann so ein Greins brücken als die gleichen. Vielleicht lege das und lege dort nicht, dann die dort. Hier haben wir noch ein bisschen was von einem Brokkoli, auch sehr fein geschnitten. Dort auch Geschmack alle abfliehen. Und eins gleich nicht Brokkoli, da lut je dat uit, oder dann da wat anders, was je glauben schön schmeckt. Und da wurden wir nur dicke Pizza geben, aber ganz erst gesund. Und hier haben wir noch die Jalmern. Und dort haben wir dann noch, ja, das sind die Peperschoten noch. Habe ich auch Geschmack fein gemerkt, die große Peperschoten. Und dann das nächste, was wir dann tun, ist dann die Jalmern mit den Jalapenos-Stück mag. Dus ik zei, wenn je die Jalapenos nicht mag, dann lut je die uit. Ja, dat alle bloß fein voll fliehen. Und dann das ganz letzte, was wir dann tun, ist, da noch das Cheesnap. So viel Cheese ist jeder wählen. Das sagt, das soll Marble Cheese sein, so Butter Cheese. Wenn je nicht so haben, dann zeig ich mal anderen Proben, dann muss je die noch schön schmecken. Ja, das ist das, wo das hier alle den Geschmack befliehen. Und der, wenn es Brot nicht gebacken ist, bloß Reinfuß rein zum Eten. Und dann, was ich hier noch habe, hier habe ich noch so einen anderen Scheiß. Check mal, das ist ein 3 Jahre hoher Scheiß, das ist ein Peiterbratschen Scheiß, und die wird auch schön schmecken, der Boven immer. Und, ja, wir sitzen nu serviert zum Eten. Wow, check mal. Der ist rein, der wird nicht mal Geld sparen im Backen. Naja, nu ist die Pizza rein. Nu wollen wir uns Spießarten abdaschen und da wollen wir eten. Okay. Da werden wir mal diesen Greinspizza schmecken. Ich bin Gott dankbar für diesen wunderschönen Tag. Der hat uns zwar verschont. Gestern wir hier wo ein Tornado. Aber Struckeln erst noch einmal hier, Gott sei Dank. Und nun habe ich hier eine schöne Mahlzeit. Ich bin Gott dankbar dafür. Ich bin Gott dankbar für die $. Nu werden wir das proben. Das ist ein Greinspizza, das ist ein Cola-Pizza. Den kann je irgendwo brocken. Weil wir in einem Park fahren oder irgendwo den mitnehmen. Den brocken ich sagen, wir ihn abhärten. Sehr schön. Und hier haben wir also ein heites Spice. Das war von der vielleicht nicht brocken. Bei Amazon, ich gucke die proben das. Und werden auch nicht machen. Wow! Ich gucke die mehr da. Das hat einen sehr schönen Geschmack. Wir wollen die Wege nach dem besten der Brock, ich kann nicht sagen. Mit den Peperschoten. Wow, das ist ja nicht stark von der. Ah! Wow, das ist ein Kleinbett stark, ja? Und da wollen wir noch ein bisschen das abdecken. Ah! Wow! Das ist bloß krack, was der Doktor berät hat. Nu werden wir noch einmal schmecken. Ich lege das zum Frühstück, zum Mittag, zum Unkast, zwischen Ehren. Guck die gleich dort. Reden wir das nächste Mal. Auf Wiedersehen, alle Freunde. Wow.